Hallo zusammen! Hallo! Long time no see! Ich würde das auch meinen. Wir sind nämlich gerade auf Honeymoon. In unserer wunderschönen Honeymoon-Suite. Nein, Spaß. Wir sind auf einem kleinen Trip für Jura Neuseeland-Tourismus. Und da sind wir jetzt gerade in Neuchâtel, genauer im La Maison du Prussien. Das ist ein ganz altes Hotel. Wunderschön, also wirklich ein grosser Tipp, wenn ihr mal auf der Suche nach etwas Romantischem sind. Wir checken jetzt aber den gerade aus, weil wir haben heute noch ein Programm. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Exkursion rund um Neuchâtel. Die kleine Wanderung, die wir heute auf dem Programm haben, startet wortwörtlich direkt vor der Haustür. Das Maison du Prussien liegt nämlich direkt am Seja, einem kleinen Flüsschen. Unsere Wanderung führt flussaufwärts vorbei an den Überresten von ein paar alten Müllen und einem ausgeklügelten Wassersystem. Es ist unglaublich, aber wahr. Wir befinden uns hier immer noch mitten in der Stadt, auch wenn man eigentlich hier aus der Schlucht unten gar nicht vom Stadtlärm mitbekommt. Je weiter dass man im Flusslauf vom Seja folgt, desto mehr findet man sich aber wirklich mitten in der Natur. Da wird es mit der Zeit auch felsiger und man merkt mit jedem Schritt, wie man tiefer ins Juragebirge vordringt. Wir brauchen für die Strecke von knapp 4 Kilometern gute 1,5 Stunden, bevor wir an unserem Ziel ankommen. Hey, wisst ihr, wenn das wirklich einfach viel zu schön ist? Und Melli schon nach gut 500 Metern sagt, hoffentlich wird der Weg nicht noch schöner, sonst haben wir dann irgendwie 5 Stunden, bis wir am Ziel angekommen sind. Ja, wir haben wirklich für die ersten, was sind das, 200 Meter, haben wir 20 Minuten gehabt. Ja, voll. Ich glaube, das sagt schon alles. Es war wirklich mega ein idyllischer Weg gewesen. Und ich glaube, es geht jetzt auch im gleichen Stil weiter. Wir sind jetzt hier in Valangin und gehen uns hier ein kleines Schlösschen anschauen. Du, schöner Bus. Bevor wir unsere Schlossbesichtigung starten, gibt es aber zuerst noch eine kleine Stärkung im Café du Château. Habt ihr gewusst, die Grundfesten vom Schloss hier stehen schon seit dem 12. Jahrhundert. Bis 1566 haben dort die Herren von Valangin gelebt, einem Seitenzweig aus der Familie vom Graf von Neuchâtel. Nachher hat das wunderschöne Schloss aber kein Adel mehr beherbergt, sondern hat bis im 19. Jahrhundert als Gefängnis für kriminelle Verbrecher gedient. Seither ist es ein Museum und zeigt eindrücklich, wie sich das Leben rund um Neuenburg in den letzten 800 Jahren verändert hat.
Uns gefällt neben den Ausstellungen aber vor allem auch der wunderschön gestaltete Garten. Den kann man übrigens wie das Schloss selber nicht nur anschauen, sondern auch für ganz spezielle Anlässe mieten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Hochzeit auf einem mittelalterlichen Schloss? Ja, das wäre es von unserem kleinen Ausflug hier in Neuchâtel. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dabei zu sein. Wenn ihr noch mehr Ausflugstipps in die ganze Jura-Neuseeland-Region sucht, dann schaut unbedingt mal auf ihrer Webseite vorbei. Und den Link natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es das vom heutigen Video. Ich hoffe, ihr schaltet ab dem nächsten Mal wieder ein. Und in der Zwischenzeit vergesst nicht. Geht raus und schreibt eure eigene Geschichte. Au revoir!